Die letzte Monat war dem Patricia van der Weke möglich, sich an der internationalen Sprinterwelt zu behaupten. Claire, Jana und ich haben einen typischen Trainingstag mit der Kamera begleitet. Ich bin Patricia van der Weken, ich bin Sprinterin und ich studiere nebenbei am Master International Sports Management und Digitalisation. Heute war ein bisschen ein anderes Training. Ich meine, wenn die Leute hören, okay, Sprinterin, dann denken sie, hat lebt immer Kurzdistanzen, maximal schießt 150 Meter. Das ist halt nicht immer, das ist der Fall. Heute haben angefangen mit ein bisschen Velo für halt den Cardio besser abzukriegen. Dann waren es ja, normal Stabübungen, weil man muss ja fix sein, da können wir während dem Laufen do Balance verlieren, respektive unstabil sein. Dann waren ein paar funktionelle Übungen für eben an meinem Fall schon ein bisschen Probleme mit meinem Becken, für da eben zu stärken und auch zu aktivieren. Dann haben wir Springen gemacht. Das ist halt wichtig, für explosiv zu sein. Und ja, das ist auch ein bisschen eine Sache, die ich muss schaffen. Aber das ist relativ gut gegangen. Aufzuschließen hatte man nicht so kleinen Cardio-Circuit, für ein bisschen unschwätzend zu kommen. Patricia hat uns erzählt, wie hat seine Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht hat und aber auch, was er in den letzten Jahren für Erfahrungen am Profisport gesammelt hat. Ja, also ich bin 2013 an die Sportliste gegangen und dann habe ich auch angefangen, größtenteils nach Sprint zu machen. Ich habe Richtung Leistungssport entwickelt. Und das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Wir sind auch verkehrt im Training gegangen, schon mal wirklich mehr gehen, so gut wie möglich alles so durchzuführen. Mein Lebensstil ist halt immens in den Training angepasst. Also ich trainiere eine Woche. Ich fange normal mindestens an mit 2 Trainings, dann den Tag drauf 1 Training und dann wechselt sich das halt immer im Auf. Also 2, 1, 2, 1. Und dann habe ich sonntags frei. So ein letztes Jahr war schon relativ speziell, also ich konnte eben an der Halle auf den der WM gehen, sind dann Halbfinale kommt, war mega flott und dann eben am Sommer war ich auf der WM, war auch halt eine mega Erfahrung, weil dann von mir zu Megastars so konnte starten, die ich sich auch just auf dem Fernsehen gesehen. Du warst aber auch noch vierwillig, wie zum Sponsorship mit Nike kommst. Ja, genau, also das ist an der Stelle mega eher. Also, für Klangmund hat ich immer, also war ich immer ein Nike-Fan und hat immer die Spy gesungen. Und ja, also ich arbeite mit einem Management zusammen, die bin größtenteils für meine Kompetitionen zuständig sind. Und dann habe ich sie mit geschaut, ob es möglich wäre, etwas auszuschaffen. Und dann haben sie eben Kontakt mit Nike abgeholt und dann kriege ich halt da ein bisschen Unterstützung von ihnen.